wie bucht in März 15 Grad, dann geht er los, dann kommt die Knuppen, die geht ab und wir haben dann in letzte Aprilweek, Anfang Mai Temperaturen mit 20 Grad und mehr und dann haben wir meistens dann auch sauwarms, dass wir dann die Blumen oben habt und wie sonst schon ein Bild habt wie nu. Wir habt in der letzten Zeit schon nicht hoch hat, 20 Grad und mehr. Wir habt Austern die ersten Blumen zu sein kriegen. Wir habt nun noch 5 Tage loder, habt wir das all wit. Wir sind also tein durch in Förrut für die langjährige Mittel und das scheint auch wieder gut. Und wir hoffen, dass wir dann bis Mai damit durch sind. Und wie spekuliert auch bei darauf, dass wir dann keinen Frost bekommt und die Blumen eben gaut bleibt. Wir habt Dräuge durch hat, wie täuft nur wer ob beiden Regen, dass die frischplanten Bäume dann beiden Woder kriegt. Wir habt optimale Bedingungen. Was kommt, weet wir nicht. Zu diesem Dach können wir sagen, das läuft gut. Wenn wir einen kauen Sommer habt, dann ist das, dann normalisiert sich das wer. Wir können sagen, wenn wir früh anfangen, dann haben wir vielleicht auch in Haas das Frühjahr, dann haben wir kein mit Frost zu down in Oktober, in November. Wir können das beiden gelassener angehen. Ob das Auswirkungen hat, das wart man erst in Haas geboren. Der Klimawandel beschäftigt uns. Wir müssen uns darauf einstellen. Wir haben vielleicht dann die Möglichkeit, andere Sorten anzuplanten. Wie ein Apfel, sage ich wohl, der Sorte Braeburn, die kommt aus Neuseeland. Die braucht eine lange Zeit zum Wassen. Und wenn wir nun vorher anfangen und habt warmere Do, dann könnt wir so eine Sorte eben eher anplanten. Da müssen wir uns darauf einstellen. Wir haben natürlich auch mit Schädlingen dort Probleme. Wir haben früher mit bestimmten Schädlingen nichts mehr zu tun hat, weil die eben zu kaul für. Und nun kommt auch Sonnenschädlinge. Wie steht hier in den Kirchen, das gibt den Maden in den Kirchen. Und wir haben früher damit angeben, dass wir in Auland keine Maden haben, weil die Kirschfruchtfliege hier nicht existieren kann. Sie kommt nun, ist bei Hannover und rückt an. Und das ist eine Folge von Klimawandel. Wir können damit Trechwahr, wir möchten einmal wieder sprütten. Das ist so eine Entwicklung, die wir vorher nicht hatten. Der Abelste fängt nun an zu bläuen. Nächste Weg geht das los. In 4 Tagen do ist das dann wohl der Höhepunkt. Wir können noch nichts sagen über die Apfelblumen. Wir haben Nauchblumen. Letztes Jahr haben wir gauden Haas hat. Wir sind immer optimistisch, wenn es um uns Blumen geht. Was nun war, das ist davon abhängig, wie in den nächsten Tagen, in den nächsten Wegen das wäre.